Sing nur weiter. Zu spät, ich habe ausgesungen. Penner. Du Penner. Alter, wie oft hast du den Link da rein, du? Der steht Welchen da Link? 5-mal drin. Wo? Welcher Link wo? Wenn du oben auf Live-Rack gehst, dann steht da 5-mal der RTMP-Link. What the fuck? 011. Frag mich nicht. Ich hab eigentlich nur Arme eine da. Es tut mir jetzt schon leid. Es tut mir jetzt schon leid für alle Leute, die uns gerade 8-mal sehen. Ja, lieber öfter als gar nicht. Da ich jetzt sagen. Aber normal sollten uns jetzt schon der ein oder andere sehen können. Corby hat ein zauberhaftes Uhu-T-Shirt da. Das ist nicht Werbung, wie manche Leute das vermuten, sondern das ist praktisch der Triumph. Der Triumph meiner Frau, die vor Ewigkeiten mal bei einem Uhu-Gewinnspiel mitgemacht hat. Okay. Unfreiwillig. Und dann nur unfreiwillig den Hauptpreis gewonnen hat. Das war dieses T-Shirt. Wow. Und das gab es nur für Männer und in Größe L. Ja, dann gratuliere. Und mit den Worten würde ich sagen, herzlich willkommen zum Kassettenschmerz dieser Woche. Der KW, keine Ahnung, weil wer in KWs redet, ist sowieso nicht ganz dicht. Oder? Was sagst du dazu? Ich rede eigentlich immer von KWs. Ja, du bist aber auch nicht ganz dicht. Also Okay. hat sich meine These schon mal wieder bestätigt. Du bist anstrengend. Du bist hässlich. Hässlicher ein anstrengender, hässlicher Mensch. Psst. Was ist ein anstrengender Hässlicher, du Wichser? Hier ist der beste bayerische Podcast der Welt mit den Kassettenthemen. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Kassettenschmerz. Hier seid bestimmt alle schon aufgeregt und nervös. Ich weiß Ich schon. bis jetzt nicht. Wo schaust du eigentlich die ganze Zeit hin? Hier, da drüben habe ich einen zweiten Bildschirm, da habe ich meine ganzen News. Jetzt habe ich gerade noch geschaut, ob ich dieses Mal wieder scharf bin. Ich bin wieder nicht scharf. Nein, jetzt wollte ich gerade sagen, was ist da schon wieder passiert? Seitdem der Kani praktisch wieder den Lead übernommen hat und hier die Einstellungen vornimmt, passt's wieder nicht. Gut gemacht, Kani. Ich hab deine Obergeschraubt auf alle Fälle. Das schaut so aus. So geht Aber nämlich nicht, habe ich gesagt. damit das alles so frustriert, stoße ich schon mal an. Prost. Was trinkst du denn schon wieder? Das ist ein Kameläuten. Ein Kameläuten, so mag ich das. Schön, Ja. der Philipp ist da, der Fuchse. Krawallmaus ist auch wieder da. Sie ist doch nicht abhanden gekommen, sie ist wieder am Start. Ja, Gott Ist sei wieder, da, Dank. ist wieder da, dass dann Corby den Namen kann. Be a Wild. Corby wird jetzt schon wieder nervös, weil er beschimpft wird von mir und vom Publikum. Aber wieder der Gottschalk gesagt, das machen wir nur dienstlich, Corby. Das sind wir zu bunte News. Also die Zu bunt. Ja, naja, die kannten aus der Zeitschrift Bunte kämmer und es hat doch News zu leid, die keine Sau von unserer Generation eigentlich wirklich irgendwie ins Herz geht, oder? Oder bist du ein riesen Tommy Gottschalk-Fan? Na, ich habe als Kind schon gern Wetten, das so geschaut, muss ich sagen, aber alles, was man jetzt halt noch vor allem liest, ist eigentlich so das typische alter weißer Mann fühlt sich missverstanden. Und das ist eigentlich ganz witzig. Der Typ der demontiert sich eigentlich gerade ganz schön selber. Heute hat Postillon gepostet, Thomas Gottschalk wird verhaftet wegen Dingen, weil er Dinge gesagt hat, die man nicht mehr sagen darf von der Wokizei. Warte noch, bald ist es soweit. Bei Wetten, das gäb's da irgendwas, wo du mitmachen kannst? Also irgendwas, wo du selber sagst, oh ja, das traue ich mich, dass andere dazu wetten können? Puh. Kim, irgendein Talent wirst du doch haben. Zeit ist? Ja, wenn man dann sagt, wie oft kannst du mit der Hand furzen innerhalb von einer Minute? Das war eine interessante Wette. Oder unsere Nationalhymne mit der Hand, mit Echt? Handfurz Kannst du gehen. das? Mach mal. Ja, Fast, ja. oder? Fast. Also ich finde, man merkt da schon erste Teilstelle, hier sind Viecher, es ist Wahnsinn. Es regt mir alles halt schon wieder auf. Warum hast du denn so viel Viecher bei dir drin? Putzt mit der scheiß Bude. Ich spoilere jetzt schon für die nächsten Warlecks. Ich habe nämlich mich die Woche beschäftigt mit Sammelkarten. Weißt du, ich habe ja mich mit dir ausgetauscht, dass ich vor kurzem so einen Aussetzer gehabt habe und mir 800 Booster-Packs von so Digimon-Karten gekauft habe, nur um festzustellen, ein Booster-Pack hätte vollkommen gereicht. Hast 800 mal die gleichen gehabt.
Ja, weil wenn es halt nur 70 Karten gibt und es sind pro Backerl 8 drin und dann sind da 16 Backerl drin oder so, dann hast du halt schon eigentlich alles. Aber jetzt habe ich mir ein bisschen schlau gemacht und habe halt dann geschaut, ob meine ganzen alten restlichen Karten, weil ich über einen Haufen von One Piece, was die wert sind. Und dann ist mir eingefallen, ich habe sogar Magic-Karten. Heute. Und jetzt habe ich gestern mal geschaut, was meine Magic-Karten eigentlich so wert sind. Ich habe eine Karte, die ist ohne Scheiß. Halt die bitte fest. 24 € wert. Alter Schwede. Du gottverdammte reiche Sau. Ich weiß schon. Also Magic-Karten, Leute, das ist anscheinend der Investitionspart in den Trading-Karten-Games. Nach Pokémon. Nach Pokémon, richtig. Genau. Da brauchen wir Glitzer, Glurak, erste Generation, oder? Ist die sagenumwobene wir Milliardär-Karte. Ja, aber dann kommt es ja nur drauf an, was du für einen Zustand hast. Na, ja, das ist ja klar. Zustand ist ja immer. Die teuerste Karte ist der Ring von Herr der Ringe. Bei Magic hat er jetzt vor einem Jahr oder so, oder vor 2 Jahren, Herr der Ringe-Edition rausgebracht. Und da haben sie sich den Scherz erlaubt und haben den Ring ein einziges Mal gemacht. Mal lecker. Den hat halt dann, weiß ich nicht, irgendwann gefunden und hat halt dann, ich glaube, für 2,5 Millionen den an irgendeinen Rapper verkauft und da heißt jetzt schon, okay, in ein paar Jahren ist das Ding sowieso wahrscheinlich um die 10, 11 Millionen wert. Völlig eine Banane. Einzelne Karte. Ja, das ist aber halt auch der eine Ring. Ja. Das ist eine Karte, um den Geldbeutel zu knechten. Aber ja, da brauchen wir mir nicht mitschmerzen, weil wir werden wahrscheinlich nie in den Genuss kommen, die Karte auch nur zum Bruchteil besitzen zu können, geldmäßig. Du vielleicht schon, nach deine Magic und One Piece und Digimon-Karten Anlagen. Die muss ich alle noch mir anschauen und bewerten, wie viel die wohl wert sind. Jetzt, wenn nicht der Kamera geht, dann hätte es nicht ausgeschaut, als hättest du einfach nur Zeitungspapier hier halten. Immer nur Zeitungspapier. Es ist zumindest bunt, es kann der Wochenblatt sein. Filztalbote, okay. Hau ab jetzt! Hau halt ab jetzt! Ist bei euch der Ton kaputt, sagt der Jojo Stefan. Der Ton kaputt? Der einzige, der kaputt ist, bist du, Jojo. Wahrscheinlich. Nein, keine Ahnung. Ich höre mich selber nicht. Also hier am Korbi super. Okay, ja, da schau, er wollte auch gerade schon schreiben. Wahrscheinlich reden wir schon die ganze Zeit und in Wirklichkeit kommt gar nichts an. Wollte ja auch gerade schreiben. Was ist denn mit unserem Ton? Was pfeift denn noch gerade? Sagt das halt. Gar nichts. Also wenn ihr da einen Ton ummacht, dann höre ich uns ganz normal. Ich sehe schon kommen, nächste Livestream Samstagnachmittag Korbi Booster Pack Opening. Ja, genau. Ja, Leute, das wollt doch, jetzt gibt's es doch mal zu, ihr wollt es alle sehen. Ich habe nämlich heute in der Früh, wo ich dann mich aufgemacht habe, um in die Arbeit zu fahren, gesehen, verdammte Scheiße, es gibt bei Magic auch eine Fallout-Edition. Und ich weiß schon, du bist gerade schockiert. Irre. Ja. Irgendjemand knackst bei uns, was da. Knackst, schreibt man mit CK, Jojo. Wer knackst? Knackst keine Ahnung. Wieder? Was haben wir denn hier wieder für einen Stress? Weiß ich, also ich höre die wunderbar. Ich höre die auch normal. Es ist irgendwie ein Hurenscheiß da schon wieder. Ja, dann da die doch sagen, wir starten jetzt einfach mal mit den Film-News, deswegen seid ihr ja eigentlich ja da. Und was ist interessanter, als mit den Box-Office-Zahlen zu beginnen, oder? In dem Fall sind es auf alle Fälle interessant. Ja. Hast du schon schlau gemacht, wie viel Joker 2, Joker Folie de mittlerweile eingenommen hat? Nein, ich habe nur mal geschaut, was mich interessiert. 40 Millionen sind nur dazu gekommen zu den 121. Das heißt, wir sind jetzt mittlerweile bei, ich glaube, 165 war das, was ich das letzte Mal gesehen habe. Das heißt, wir werden höchstwahrscheinlich weit hinter den Erwartungen zurückliegen. Ich habe irgendwas gelesen, wo 150 bis 250 Millionen Miese ist schon mal geplant. Okay. Also geplant. Das ist meistens der Corby. Okay. Ach, ich hasse euch alle. Warum denn? Weiß ich nicht, einfach nur so. Ich kann ja mal ab und zu jemanden hassen, oder? Ja, aber warum hassen jetzt die Leute, die nichts dafür können, wenn hier der Ton scheiße ist? Hörst du mich noch? Ich höre dich noch. Okay.
Ich kann auch ein bisschen leiser reden. Sollen wir Mein gerade mal so Mikro reden? ist einfach Schmutz. Ja, das stimmt. Bisschen einflüstern. Flüstert mal. Geht's, wenn wir flüstern? Okay, dann machen wir das jetzt nur noch Okay, im Flüstermodus. passt. Das Ja, ist schon gerade mal gut. was hat schon gesagt, Corby-Bashing. Fangt Ja, schon die wieder hat an. recht. Übrigens, der Billy Campbell wird im I Know What You Did Last Summer Reboot mitmachen. Was, wo? Ich weiß, was du letzten Sommer getan hast, Reboot. Ey, du sollst mich nicht ablenken, wir sind nur bei den Box-Office-Zahlen. Ach so. Ja. Okay. Ich hab nur mal Beetlejuice. kurz was eingeschmissen. Beetlejuice hat dafür mittlerweile über 400 Millionen eingespielt und ist somit finanziell erfolgreich und ja, die Chancen für einen dritten Teil sind auf jeden Fall schon mehr als gegeben. Hast du mittlerweile im Kino gesehen? Leider nicht. Ich habe jetzt halt erst geschafft, dass ich endlich nur mit Teil 1 nachgeholt habe, weil ich wollte vorher noch mal sehen und bin jetzt am Spekulieren. Was heißt am Spekulieren? Jetzt sind wir ja dann die Woche im Fright Nights bei die Ösis. Also wer irgendwie in Österreich unterwegs ist, soll ins Fright Nights kommen. Pasching, Megaplex, glaube ich, heißt die Bude, die ganze Bums, wo der läuft. Und danach werde ich mir dann Beetlejuice noch anschauen. Danach. Beetlejuice ist also bei 1,8 nehmen. Also ich weiß jetzt, wenn wir aufhören, im Fußballnamen zu schmerzen, Sessel, wenn sonst tritt ich dagegen das Schienball, grüßt sich fix. Der Fuchs Ja. wird schon auf einmal flüstern. Sonst gibt's gar nicht so viel interessante Sachen Ja, natürlich Terrifier 3, oder? im Box-Office, Alter. Der hat ja gleich mal, was weiß ich, Ach 18 so, Millionen oder so über das erste Wochenende reingehauen. ist der schon draußen? Ja, also bei den Amis ist er schon losgegangen, ja. Okay. Ist 18 Millionen gut oder schlecht für Terrifier Für 3? Terrifier 3 auf alle Fälle. Und das ist, ja, geil. Ich habe da nur so News gelesen, dass da wieder ein Haufen Leid natürlich umhaut und die sagen, das ist zu krass für mich und ich muss aus dem Kino rausgehen. Ja, ich habe auch schon gehört, dass das ja einer der wildesten Filme des Jahres werden soll und einer der blutigsten mit einer Kindeszerstückelung gleich am Anfang. Da hat er mich schon gehabt. Dass du dann Brief schreibst an die FSK und sagst, nein, das sagen wir So nicht. geht nicht. So Ja. geht nicht. Ja. Weil arme Kiddies. Scheiß Kinder. Ja, Terrifier 4 ist ja schon auch angesetzt. Und Damien Limoni hat ja schon gesagt, es soll anscheinend dann die Geschichte um Art den Clown abschließen. Das wäre schade. Wir hätten nämlich noch mehr Splatterei mit dem Art dem Clown. Achso, der 4. schließt dann ab. Ja, genau. Aha. Der ist offiziell schon geplant. Und ja, angeblich der letzte Teil, aber ich denke mal, dass das nicht der letzte Teil bleiben wird, nachdem, was der jetzt da eingespielt hat und wahrscheinlich auch bei Teil 4 einspielen wird. Gehen wir davon aus, dass wir da schon ein längerlebigeres Franchise kriegen. Ich hab Bock drauf. Ja. Also ich gehe ja davon aus, dass dann auch Animationsfilme kommen, Netflix-Adaptionen, Kinder... Kasperltheater. Genau, Kasperltheater. Ja, wo ist denn der Art der Clown? Habt ihr Ja, gesehen, Kinder? genau. Seid ihr alle da, zerstückelt in Teilen? Oh Gott. Auf alle Fälle wird das Franchise längerlebig, jetzt schon durch Teil 3, als es die Velma-Serie war, diese Spin-off-Serie zu Scooby-Doo, die ist nämlich jetzt nach 2 Staffeln abgesetzt worden. Okay. Keine Ahnung, habe ich nicht eine Folge gesehen. Live-Action, Animation. Das ist eine Animationsserie gewesen. Ich habe leider keine Folge nicht gesehen. Weiß auch gar nicht, ob die bei uns bis dato schon irgendwo gelaufen ist. Naja, 2 Staffeln, die kann man schon mal schnell harzen. Okay. Die kann man schon mal schnell harzen, da ich sagen. Und für die selbst kommen, weil du ja ständig über die Werbung auf Prime schimpfst, es wird jetzt Apple TV Plus über Prime Video dazu buchbar sein. Also es war nicht umsonst die Werbung, Corby. Du musst dich nicht mehr aufregen. Ah, und das habe ich schon gar nicht mehr gedacht. Aber stimmt, ja, die News habe ich auch gehört und habe ich mir gedacht, aber das interessiert eigentlich keinen Sau im Kassettenschmerz. Also, Alles, weil du über so viel schimpfst. ihr habt das ja Prime schon gewusst. geschaut, dann kommt eine Werbung für Apple. Was soll das? Okay. Das ist ein Streamception. Ich kenne mich überhaupt nicht mehr aus, wo ich bin. Also ich setze jetzt auf was an, das du vorhin gesagt hast, und zwar Ach, irgendwas stimmt. mit Franchise. Du passt jetzt mal auf, ja? Ich bin Okay. Kevin Costner, hast du schon mal gehört, oder? Hörensagen. Ja. Der hat ja vor kurzem mit Horizon seine Saga gestartet, wo er ja 4 Teile geplant hat. Du passt überhaupt nicht auf.
Der hat so ein Horizon, mit der man irgendwas gesetzt So, hat. jetzt wirklich aufpassen. Der Film, der erste Teil, hat 50 Millionen gekostet. Was glaubst du, hat der eingespielt? 35. Das ist gar nicht so schlecht. Nein, er hat 38 Millionen eingespielt. Ich bin so eine Matze, eine Verrückte. Und wenn ich es richtig zusammenkriege, haben sie jetzt den zweiten Teil, weil der ist ja auch schon fertig abtrat. Der ist mal im Venedig eh schon gelaufen, oder? Jetzt pass auf. Der wird von November 2025 auf April 2025 vorverlegt. Mhm. Aber den dritten Teil, da wo es eigentlich jetzt aktuell hätten drehen sollen, der wird jetzt erstmal nicht draht. Echt? Ja. Der Kevin Costner macht jetzt zwischendrin irgendwas, wo er Geld reinkommt, weil sonst hat er nämlich kein Geld für den dritten Teil. Ich bin gemeint, dass die am Stück draht worden sind. Das war der Plan, ja. Ach so, okay. Also die haben halt geplant gehabt, okay, der erste kommt raus, dann kommt ein Haufen Kohle rein, dann machen sie in der Zwischenzeit gemütlich den dritten und dann der vierte wird nochmal bombastisch und was weiß ich. Also für alle, die sie gedacht haben, endlich mal wieder eine Western-Saga mit dem Kevin Costner, ihr werdet es wahrscheinlich nie erfahren, wie diese Saga beendet wird, weil Shit. das interessiert anscheinend so gut wie niemanden. Ich habe aber auch keine Kritiken drüber gelesen, wie die dann tatsächlich qualitativ sind. Wundert die das bei 38 Millionen? Weltweit. Das sagt ja nichts über Qualität aus. Es ist ja zum Beispiel damals der Dread, diese neue Interpretation vom Stallone Dread, der ist ja auch gigantisch gut gewesen und gute Kritiken und so weiter gekriegt, aber ist halt völlig gebombt im Boxoffice, leider Gottes. Watchmen ist ja auch ein super guter Film, ist aber Boxoffice technisch nicht gut gelaufen. Also es sagt nicht immer, wo es über die Qualität vom Film aus, außer bei Joker von Leo Deux. Mein Gott, da haben wir ja schon in unserer Steady-inklusiven Folge drüber geredet, die jetzt bald rauskommt. Ja, die müsst ihr euch anhören. Macht das Steady-Abo, sonst schlagen wir euch. Ja. Einer von uns liebt den Film, der andere hasst ihn. Ihr werdet jetzt nie erraten, wer was tut. Ja, der Mike liebt ihn. Der Mike und jetzt Little Mietzinger vor dem Film. Jetzt muss ich kurz hier mal tippen. Alter, tipp nicht. 51% der Kritiken waren positiv bei Horizon. Jetzt über Metakritik oder Rotten oder wo hast du Rotten geschaut? Tomatoes. Ah, okay. Ja. Naja. Nicht so geil. Geht so, hätte ich jetzt mal gesagt. Ja. Irgendwann werde ich schon mal für €1 bei Prime sein oder irgendwo komplett gratis und dann werde ich mal reinlunzen und werde mir dann denken, deswegen. Ja, auf jeden Fall eine Gurke vor dem Herrn. Finde jetzt ich persönlich, ehrlich gesagt, ein bisschen schlimmer wie halt Joker 2, weil bei Joker 2 haben wir wenigstens einen sehr starken Vorgänger gehabt. Aber mit Horizon halt einfach schon mal also eigentlich ist es ja wieder nett, dass man sagt, die haben einen sehr ambitionierten Plan und buttert da selber Geld rein und ballert es raus. Andererseits irgendwie ja peinlich. Ja, geht so. Ja. Geht so, aber gut. Am Ende ist sein Kevin Costner sein Geld und nicht unseres. Der wird doch verbraten, oder? Vielleicht für euch als Info, normalerweise ist es so, dass der Carly mir News zuschustert, dass ich mich nicht vorbereiten muss, weil er hat immer Angst, dass er euch irgendeinen Blödsinn verzeiht. Wo sie meistens so tut. Dieses Mal haben wir das nicht gemacht. Ich habe mich nämlich teilweise ein bisschen vorbereitet. Und jetzt ist natürlich das Thema, dass ich nicht weiß, was du jetzt dabei hast. Ja, das stellt sich dann raus. Du kannst du dann einfach mitschmerzen und so da, als warst jetzt voll überrascht, dass ich dir zum Beispiel verzeih. Das Scream Factory, wer das Label kennt von die Amis, bringen immer coole alte Streifen in cooler, guter Qualität. Bringen jetzt endlich den 90s-Favoriten The Faculty auf 4K Ultra HD im Dezember. Wer den noch nicht gesehen hat, soll jetzt machen. Also cooler 90er. Hammel ist einmal vom Robert Rodriguez. Kann ich nur empfehlen, sich diesen Film dann zu holen. Und ja, Scream Factory bringt sehr gute Qualität immer auf die Disc. Wie heißt der Film? The Faculty. Geht's waren's Parasiten oder Aliens, weiß jetzt gar nicht mehr, die auf alle Fälle, es sind halt schon auch kreislige 90er-Effekte dabei und so. Aber er ist trotzdem ziemlich cool. Also ich mag den Film gern. Geht's um Fäkalien? Nein, er heißt nicht The Faculty, sondern The Faculty. Weil defekieren heißt kacken. Und was ist das? Defekieren. Was defekieren? Was? Defekieren heißt, dass man kacken geht. Das lernt man, wenn man Witcher 3 spielt. Wie heißt der Film? The Faculty. Die Fakultät. Ach, die Fakultät, natürlich. Ich haupt jetzt einfach mal. Okay. Wahrscheinlich heißt es ganz was anderes. Ja.
Aber wie gesagt, wer irgendwie mit Imports und so weiter arbeitet bei Filmen, Stream Factory im Dezember, The Faculty, guter alter 90er Hammel, Mingma. Sehr schön. Aber hallo. Ein anderer 90er Hammel namens Matt Damon. Hey, das war eine gute Überleitung, oder? Josh Hartnett ist bei The Faculty dabei. Okay. Aber wir bleiben kurz bei Matt Damon. Es gibt nämlich Gerüchte, oder eigentlich schon fast ein ganzes Projekt, dass Edward Berger und Matt Damon zusammen einen neuen Bourne-Teil produzieren. Und zwar The Bourne. Na, wirst du es erraten? Jetzt erst recht. Na, The Bourne Dilemma. Das ist Bourne Dilemma. Ja. Jetzt wirkt. Matt Damon ist aber fleißig, weil er nämlich auch mit im nächsten Film von Christopher Nolan auftreten wird, der für den Sommer 2026 über Universal gesetzt ist. Aber man hat noch keine weiteren Details dazu. Ja, toll. Sehr schön. Fleißiges Bienchen. Bist du nicht schockiert, dass der Matt Damon zurückkehrt in seiner ikonischen Rolle Bourne? Ich weiß nicht mehr einen Vornamen. Jason Bourne. So, ja, genau. Als Jason Bourne in der Bourne-Welt. Das ist doch total krass, oder? Weil der war ja eigentlich schon weg. Ich hab nicht einmal alle Bourne-Teile gesehen, muss ich sagen. Okay. Aber für mich ist seine ikonischste Rolle ist immer nur in Dogma gewesen. Aber du hast doch Matt Damon-Tattoo. Ja, aber nur er als Loki von Dogma. Okay. Dogma ist sein bester Film, den er gemacht hat. Ja. Für die hast du Abbott Elementary auch geschaut. Kennst du das zufällig? Ich brauche ein bisschen mehr Kontext. Ja, ich kenne es auch nicht. Ich habe nur gelesen, dass diese Serie jetzt tatsächlich ein Crossover mit It's Always Sunny in Philadelphia kriegen wird. Jetzt hab ich gemeint, da du Philadelphia anschaust, hast du von dem anderen schon mal was gehört und kannst da irgendwie ein bisschen drauf eingehen, warum das da irgendwie ein Crossover gibt. Aber scheinbar nicht. Also es wundert mich jetzt auch nicht. Es hätte ja Potenzial, dass mit Brooklyn 99 oder so und dann dadurch mit, wie heißt die Jazz? Wie heißt die Serie? Chess? Ja. Brooklyn 99 und Chess? Irgendwas mit Girl? Good Girl? Beautiful Girl? Wie heißt's? Ich weiß nicht. Schreibt es in den Chat. Bitte. Das macht mich wenigstens fertig, dann bin ich nämlich abgelenkt die ganze Zeit. Es gibt schon eine Serie, die New Girl! Natürlich, New Girl. New Girl. Das ist nämlich schon ein Crossover. Brooklyn 99 und New Girl, die haben praktisch da schon so eine Verbindung. Und bei It's Always Sunny in Philadelphia, da kann ich mir alles vorstellen. Da die mir wünschen, ja, dass wir drin vorkommen, das wäre ja total geil. Ja, aber du hast ja gesagt, der Danny DeVito bin schon ich und dann hätten wir Doppelrolle. Ja, das wäre ja gerade das Witzige. Ach so. Der Danny DeVito hat aber praktisch mehr Haare wie du. Ja, das ist gelungen, der Campitz ist gerade rum. Ich bin praktisch seine Variante dann wie beim MCU. Er ist größer wie du. Das stimmt, ja. Er hat sich ja einen größeren als ich. Ja. 100 Pro. Und eigentlich ist er witziger. Er schaut auf alle Fälle witziger aus. Wahrscheinlich kann er sogar besser als Deutsch. 100 Pro, der hat ja alle Dinger beim, wie heißt der? Den Animationsfilm, wo er alles selber synchronisiert hat. Prolox oder so. Lorax, der Lorax. Ja. Ja, jetzt gibt's auf die Nase. Gott, furchtbar. Aber das sagst du zu mir, er kann besser Deutsch als ich, der jetzt gerade die ganze Zeit gesagt hat, der ist größer wie du, der ist lustiger wie du, der wo als wie einzigste, halt doch dein Maul, Corby, halt doch dein Maul. Das mache ich ja nur mit Absicht, dass du mal ein bisschen Emotionen spürst. Ich habe keine Emotionen. Ich bin innerlich tot. Aber weißt du, wer Emotionen hat? Der Trump hat Emotionen. Es läuft doch jetzt der Film The Apprentice, in dem der Sebastian Stan einen jungen Trump spielt. Und Trump hat dazu einen Tweet abgelassen, den werde ich jetzt dann einmal kurz einblenden, weil ich lese nur zwar auch vor, aber für die Leute, die mein unfassbar perfektes Englisch nicht verstehen, die dürfen dann nochmal nachlesen. Aber ich bin ein Master Languager, wie es heißt. Also darum müsste man es eigentlich gut verstehen. A fake and classless movie written about me called The Apprentice. Do they even have the right to use that name without approval? We hopefully bomb. It's a cheap, defamatory and politically disgusting headshot job, but out right before the 2024 presidential election to try and hurt the greatest political movement in history of our country. Make America great again. My former wife, Ivana, was a kind and wonderful person, and I had a great relationship
with her until the day she died. The writer of this pile of garbage, Gabe Sherman, a lowlife and talentless hack who has long been widely discredited, knew that, but chose to ignore it. So sad that human scum, like the people involved in this hopefully successful enterprise, are allowed to say and do whatever they want in order to hurt a political movement, which is far bigger than any of us. Trump ist auf 180 wegen diesem Film. Trump ist auf 180. Also sollte man sich anschauen. Ich habe nicht mitbekommen, dass die Ivana Trump tot ist. Oh Gott. Das tut mir natürlich leid für den jungen Herrn. Und so wie du? 2022. Ach, ich hab die ganze Zeit gemeint, der redet von der Junge, die redet zum Start. Du hast ja nicht auch Ivana oder so? Du meinst seine Tochter? Ist es seine Tochter, die da wieder dabei ist? Seine Tochter heißt doch Ivanka, oder? Frag mich nicht. Trump, Ehefrau, aktuell. Ehefrau, aktuell. Melania Trump, jetzt. Sagst du, Ivana, Melania, da kennt sich kein Mensch mehr aus. Ja, also, ich kenne mich sicher nicht aus. Ja, und ich habe halt auch nur gesehen, dass der Film in der Sneak Preview beim Cineplex ziemlich schlecht abgeschnitten hat. Ja, ich glaube, 4,5 auf Noten fast in Fritz Bieber, gell? Ja, nicht gut. Nicht gut, meine Das Freunde. ist nicht so gut. Ja. Das ist nicht so gut. Aber naja, wenn es an Trump ärgert, und schauen wir es uns an, da ich sagen, weil alles, was an Trump ärgert, ist gut. Sehr schön. Ja, was habt ihr da sonst so für Infos? Und da bin ich mir zum Beispiel nicht sicher, ob du das nicht schon mal gesagt hast. Weißt du eigentlich, dass der neue Mando-Film mit einem kleinen Yoda namens Grogu und Mando der letzte sein wird? Also dann ist es gut mit dem ganzen Franchise. Bin ich gespannt, ob sie es wirklich durchziehen. Also ich meine Star Wars. Der komplette Star Wars ist vorbei, dann, oder? Ja. Die haben gesagt, das bringt da nichts mehr. Sie sind am Zenit, dann hört's auf. Na, also ich habe das heute tatsächlich erst gelesen und habe mir dann gedacht, das weiß ich gar nicht, ob du das eigentlich schon weißt. Aber mein letzter Stand war, dass eine 4. Staffel noch im Gespräch ist, aber erst mit der Film kommen soll. Na, anscheinend, also gut, natürlich, das sind wieder alles Gerüchte und Disney wird wahrscheinlich sich vorbehalten, dass sie erstmal abwarten, wie erfolgreich der Film wird. Glaube ich auch eher mal, ja. Aber bis jetzt ist geplant, dass man es abschließen kann. Gut, theoretisch wäre es ja eigentlich jetzt auch nach der 3. Staffel schon abgeschlossen. War es nicht sogar eigentlich schon nach der 11., ja, genau. nach der 2. Staffel abgeschlossen? Ich weiß nicht. Weiß nicht. Immer her damit. Die 2. hat doch schon mit einem mehr Star Wars, mehr gut geendet, oder? Ich weiß nicht. Ich weiß ja nicht mehr, das ist schon so lange her. Das ist echt schon sauber lang her. Das ist schon sauber lang her. Alle hat das wieder mit dem Cliffhanger geendet. Da kommt doch am Ende der eine große Typ, wo wir jetzt nicht spoilern wollen, dass der kommt, und nimmt doch dann den kleinen Typen mit. Weißt du? Ja, aber das war ursprünglich als Ende geplant gewesen, dass er mit dem abhaut, der andere wird eingekastelt und so, und dann ist hätte die Geschichte erst damit gar sein sollen. Also das ist ja voll schwul, wer will der das haben? Ja, keine Ahnung. Okay. Ich weiß nicht. Ja, wie gesagt, ich bin froh, dass wir das weitergemacht haben, weil ich mag die Serie einfach. Ich mag die Figuren, ich mag die Welt und ich mag einfach alles. Und was ich nicht mag, was aber trotzdem um eine 2. Staffel verlängert worden ist die Gänsehaut-Serie auf Disney Plus, The Vanishing. Dann kriegen wir jetzt dann nämlich auch noch mehr eine 2. Staffel, und zwar nächstes Jahr im Januar. Ich weiß nicht, hast du die erste gesehen? Na. Ich hab, Gänsehaut war ja damals auch so typisches, ich glaube Samstagvormittag-Ding, was man sich angeschaut hat. So die ersten Berührungen als Kind mit ein bisschen Horror. Der Kamera stellt sich nicht scharf. Peitschenschwanz. Und ja, im Januar gibt's jetzt dazu eine 2. Staffel. Das freut uns doch, wird sau, oder? Ja. Hallo. Ja. Leg deine scheiß Karten jetzt weg. Sonst legt ihr nämlich Karten und wird dir deinen Tod voraussagen. Nämlich am Donnerstag in Pasching. Ich bin mir relativ sicher, dass das Arbeitsplätze sichert. Also von dem her ist das bestimmt ein ganz tolles Projekt. Absolut, genauso wie jetzt hat die 2. Staffel von Bleach, A Thousand Year Blood War, angelaufen ist auf Disney Plus. Du musst es, also, tu mir mal einen Gefallen und sprich das mal so aus, als wenn das aus deinem tiefsten Inneren kommt. Bleach, Thousand Year Blood War. Oh ja, das war so Extreme Dinosaurs Vibes. Extreme.
Extreme Dinosaurs. Oh, lecker, da hab ich Figuren gehabt. Habe ich aber leider jetzt noch nicht gesehen, die neue Bleach-Serie, ich hänge mich nur in der alten drinnen. Habe ich noch ungefähr 70 Folgen, dann werde ich aber schnell mal in die 2 Staffeln von der neuen Bleach anschauen. Da bin ich schon gespannt. Hast du Bleach immer so geschaut? Nein. Why? Tatsächlich habe ich mir das schon oft vorgenommen und habe mir dann gedacht, da gibt es doch einen Manga dazu. Mhm. Also ziehst du den vielleicht vorher rein, bevor der Anime wieder alles kaputt macht. Mhm. Wie es halt wie schon so oft ist. Ist ja bei One Piece genau das Gleiche. Immer das Gleiche, ja. Ich kann den Ding im Manga nicht ganz, kann ich nicht viel dazu sagen. Da glaube ich, habe ich nur 3 oder 4 Bände gelesen und den Rest habe ich über Anime aufgesaugt. Okay. Ist aber ein guter Anime, also mir gefällt der. Ich habe auch nur Gutes drüber gehört. Also die Figuren sollen anscheinend relativ ikonisch sein. Mhm. Und ich hoffe auf ein Crossover mit It's Always Sunny in Philadelphia. Ja. Und mit Good Girl. Und Brooklyn Nine-Nine, so riesen... New Girl heißt die Serie. Ah, so New Girl, okay. Aber Ja. so riesen Franchise-Blase wird das dann. Ich glaube, New Girl, das ist so eine Serie, das ist einfach pure Qual für die, weil das schon so in Richtung dein Humor geht und du wahrscheinlich auch ein paar Mal gern lachen würdest, aber du also ich glaube, das alles widerstrebt dir. Warum? Weil das Frauen sind. weil das zu fröhlich lustig ist. Okay. Ich glaube, dass du sie überhaupt Mögen wir nicht nicht. abkannst. Also ich glaub, Fröhlich sein mögen wir nicht. Ja. Fröhlich sein das ist unfreundlich. Aber das wäre witzig. Da schauen wir uns mal im Stream die ersten 2 Folgen an und ich filme einfach dich, wie du reagierst. Okay, das können wir machen. Passt. Das können wir machen. Übrigens eine andere Serie, die man natürlich auch uns irgendwann mal anschauen wollen, wenn die mal rauskommt, ist die Serie, also ich glaube, dass es eine Serie ist, oder es ist vielleicht der Film, ich weiß es nicht genau, zu 20.000 Meilen unter dem Meer vom Jules Verne, Nautilus. Hast du da zufällig auch schon die Bilder gesehen? Weil die Bilder, die haben schon einen echt geilen Eindruck gemacht. Nein, habe ich noch nichts gesehen. Wo läuft die? Weiß man da schon was? Genau, das ist die Problematik. Ursprünglich hat Disney das anscheinend irgendwie produziert und hat dann kurz bevor es dann fertig war gesagt, ach na, doch nicht. Deswegen gibt es jetzt in ein paar Ländern bei Amazon raus, also unter anderem Großbritannien. Und ich bin mir nicht sicher, irgendwo anders in die USA, das interessiert uns ja dann eh nicht. Die Frage ist ja, wann kommt es und wo bei uns raus? Rein visuell hätte ich jetzt tatsächlich eher auf Wow getippt, dass das dann da rauskommt. Aber es steht einfach noch nicht fest. Toll. Danke Schon, für oder? nichts. Danke für nichts, Internet. Ja. Auf alle Fälle ist unser Stream halt komplett tot, gell? Also ChatGPT hat irgendwie in meinen Informationsanreicherungsalgorithmus Film draus gemacht. Ihr habt das aber als Serie abgespeichert. Ja, das wird der ChatGPT schon später mal sagen, wenn es uns übernommen hat, ob es recht hat oder nicht. Ja. Und was sie davon hält, dass das du als Lügnerin hingestellt hast. Also, es ist schon eine weibliche Form, oder was? Natürlich, das ist die ChatGPT. Okay. Also irgendwie ist unser Stream halt auf alle Fälle, hat halt einen Schlaganfall, gell? Der hängt die ganze Zeit und der Ton ist behindert. Ich hab's ja gesagt, warum. Der Link ist 4-mal da drin. Ja, aber der soll doch nicht Wir viermal streamen drin sein. wir streamen gerade 4-mal in Richtung des gleichen Links. Sollen wir mal kurz abbrechen und nochmal neu starten? Ab der Hälfte nicht so praktisch. Das Weil klingt nach viel Arbeit. Nein, das ist. Das machen wir jetzt mal kurz. Ja, wir brechen jetzt den Stream kurz ab und machen wir ein neuer Ding auf. Wir singen wir uns in 5 Minuten wieder. 5 Minuten? Peace out, Gangsters. Back in business. So. Jetzt ist die Frage, ob mir. Warte mal. Nicht gelistet, öffentlich, fertig, speichern. So, dann hoffen wir mal, ob es jetzt wieder funktioniert. Also, zumindest immer wieder scharf.
Wir sind ja schon live. Ehrlich? Ja, natürlich. Ich kann ja nicht unsere armen Leute aus der Community ganz erwarten lassen. Meinst du? Also du hast es irgendwie geschafft, dass wir den Streaming-Link vom letzten Mal noch drin gehabt haben und der neue war dafür 2-mal drin. Das also ist gut. Ja, also 8-mal hält besser, Müsste hat sich der eigentlich gar nicht gedacht. alles passt haben, oder? Ja, genau, richtig. Müsste eigentlich alles passt haben. Das verrückte Internet. Das ist ein crazy as So. fuck. Dann, weiß ich nicht, soll ich einfach mal... Aber ich seh uns noch nicht live. Es, weiß ich nicht, dauert wahrscheinlich jetzt einen Ticken. Ja, krass. Also da sind wir öffentlich, gleichzeitige Zuschauer 0, Ja, Aufrufe 0, Streaming-Qualität sehr gut. 0. Hat so ein Bücher vorher die ganze geheißen, Streaming-Qualität sehr gut. Und dann hat's geheißen, gottverdammte Lüge. Mag ich schon mal 1, das ist doch super. Sauberhaft. Machen wir dafür jetzt hier einen extra langen Stream halt, oder was? Einen extra langen. Ich weiß nicht. Also, der Philipp ist schon wieder da. Der ist da, das ist ein guter. Philipp ist Ich ein zeige guter. euch jetzt dabei zur Überbrückung nochmal den, Moment, hier, Fokus, um Held der Steine nachzumachen. Ja, ich wollte gerade sagen, du musst jetzt nur mehr aus dem Beutel fahren und dann wieder reinfahren. Da ist er. Weitender Peitschenschwanz. Der Peitschenschwanz, Alter. Philipp Ich hab sagt, noch das nicht knistert nachgeschaut. immer noch ein bisschen. Ich habe noch nicht nachgeschaut, wie viel der kostet. Also, was der Wert ist, so habe ich es jetzt gemeint. Ich habe aber auch Kolossales Schreckensmaul. ja, das ist doch auch gruselig. Das ist echt, ich fürchte mich, aber es passt ja zu der Spooky Season aktuell. Ja. Und ich habe natürlich, ich bin ja absoluter Nerd, das wissen ja viele. Ich habe hier mir so ein Ding gehabt und habe da jetzt schon mal angefangen, alle Karten reinzutun, Ihr war so ein Mappen Die- daheim. die was wert sind. Ach so, und alle anderen hast du weggeschmissen, oder wie? Alle anderen habe ich ins Feuer geschmissen und habe dabei herzlich gelacht. Der Also ich finde das schon, das hat was. Philipp hat K-Pop-Karten daheim. Was sind denn K-Pop-Karten? Ja, aber von K-Pop-Bands oder Ja, was? scheinbar. Okay. Verrückt. Ja, ich war so ein Mappen daheim, aber ich habe auch nur Pokémon-Karten. Ja, es sind ja keine Pokémon-Karten. Ja, das wissen wir jetzt schon. Ich habe tatsächlich, glaube ich, um die 2000 Pokémon-Karten gehabt und habe die dann in meiner verrückten Teenager-Zeit meinem Cousin geschenkt. Wohl, zu dem da ich sofort vor Der- und vom Kreis oberhauen. Und der wird die wahrscheinlich eingetauscht haben gegen Yu-Gi-Oh! Karten. Dreckschwein. Brutal, oder? Kontakt abgebrochen, oder? Mit meinem Cousin. Ja. Ja, so geht's nicht. Ja. Was soll denn das? Hast du dir Invincible angeschaut? Um zurück zum Thema Nein. zu kommen. Nein. Dann hast du zur Zeit bis zum 6. Februar 2025, weil dann startet Staffel 3 auf Prime. Okay. Und ja, ich find's cool. Ich find's jetzt nichts überragend oder sonst was, aber es ist wirklich für zwischendrin mal zum Laufen lassen. Also, tu mal reingucken. Ich gebe mir Mühe. Tatsächlich habe ich da nur mitgekriegt, dass das ja auch wieder auf einer Comic-Reihe basiert, Ich oder? glaube auch vom Robert Kirkman, glaube ich. Ist es der von The Boys? Na, das müsste der Garth Ennis sein von The Boys. Ich glaube, der Kirkman ist es der Walking Dead gemacht hat? Jetzt muss ich selber schnell mal schauen. Robert Kirkman. Was haben sie denn für Comics gemacht? Gucken Sie mal, gucken wir mal. Genau, der hat hier auf alle Fälle mal Invincible und Walking Dead gemacht, genau. Mhm. Ich bin so gescheit. Und für die gibt's eine richtig tolle Fortführung. Die ist jetzt auch offiziell angekündigt für den August 2025, und zwar Freaky Friday 2. Mit der Lindsay Lohan und der Jamie Lee Curtis, Corby. Ein Traum wird wahr. Nachdem letzte Woche für mich plötzlich Prinzessin 3 endlich angekündigt worden ist, haben sie jetzt für die Freaky Friday 2 offiziell nächstes Jahr im August als Kino-Release angekündigt. Freust du? Ja, das ist doch nichts Neues. Jo, das Das Datum, haben glaube sie ich, doch war noch vor- nicht offiziell. Und das sind die wichtigen News, damit du dir das in den Kalender eintragen kannst. Okay. Der Scheiß Seppi Okay. schreibt die ganze Zeit Scheiße rein. Halt der mal, Seppi. Seppi,
Der Ding ist nervös, der Kani. Warum verpixeln wir einen Corbinator neuerdings? Ja, weil er hässlich ist wie Scheiße. Das ist wie ein japanischer Danke. Porno, ein Corbin, ich kann's nicht sagen. Danke, danke. Du bist so lieb. Ich hab's dir heute schon mal gesagt, ich mach's wieder Gottschalk, ich mach das rein dienstlich. Ja, weiß ich. Und danach schreibst du wieder, wie leid's dir durch. Ja, schon, komm, ich tut mir leid, es war nur der Job, es war nur das Business, wie der McMahon, wie du gesagt hast, sagen nicht. MC Hast du Mayhem. schon mal in der Diplomat, keine Ahnung, wie man es auf Deutsch, auf Deutsch weiß ich es. Diplomat, Auf Deutsch sag's auf weiß ich's. Französisch, Diplomat. Diplomat, hast du Diplomat with Kerry Russell, hast du da schon mal reingeschaut? Das heißt nicht Wurst, sondern avec heißt mit auf Französisch. Diplomat avec und dann die Namen, die ich nicht weiß. Okay, diplomatische Beziehung heißt es auf Deutsch. Ist eine Serie auf Netflix mit der Kerry Russell und ich habe bis jetzt wirklich ausschließlich nur gute Sachen drüber gehört. Mhm. Und das wird jetzt verlängert um eine unglaubliche dritte Staffel bereits. Ist das nicht toll? Wo läuft das? Auf Netflix, so wie ich es gesagt habe. Ich hab nicht zugehört. Nein, sag mal jetzt da irgendwie gerade gar nichts. Ne? Ja, aber Kerry Russell, die kennst du und liebst du doch. Wer ist denn die Nudel? Die bei Bedtime Stories mitspielt. Bedtime Stories. Ist es der mit dem Adam Sandler und dem Meerschweinchen, Ja, das da genau. in die Seele einschaut? Ja, genau. Kerry Russell. Suche nach Kerry Russell. Ich kenn. Scene Condition. Findet man nirgends. Mein Gott, echt. Mit dir kann man nichts machen. Kerry Russell. Russell Curry. Über Curry. Screen, Fenster, Kerry Russell. Geb. Aha. Gott, da ist sie schon verdammt jung. Ja, war. Da hat sie Hosen noch. Das ist eine Frechheit. Ja, ja. Aber hier, diplomatische Beziehungen, über das haben wir gerade geredet. Hat die bei So 3 auch mitgespielt? Ist das die nicht? Oder? Ich glaube, das hat ja dann sonst da gleich am Anfang kommen, oder? Kokainbär, das ist immer ganz wichtig. Der ist super gewesen. Ja. Und Planet der Affen Revolution. Antlers? Ja, natürlich. Star Die waren ja Wars. aus Antlers. Ein Star Wars. Okay, das weiß ich nicht, was da gespielt hat. Wahrscheinlich ein Roboter oder so. Schon wieder Planetaffen. Lauter Planetaffen ist die. Revolution hat die auch schon mitgespielt. Ist Wahnsinn. Aha. Gut, so, jetzt haben wir wieder was gelernt. Haben wir Gut, wieder dass was ihr gelernt. uns habt. Niemand hat sonst die gute Frau kennen. Eben. Wichtige News, nachdem wir jetzt, glaube ich, die letzten 6 Kassetten schmatzend über Casting-Gerüchte zu Green Lantern gemunkelt haben, da ja unter anderem auch schon der Josh Brolin im Gespräch war für einen Hal Jordan. Jetzt ist es offiziell, und zwar der Kyle Chandler wird jetzt unser Hal Jordan in der kommenden Green Lantern Serie. Ich zeige euch mal schnell den Kandidaten, den kennt man vom Sing her. Gut aussehender Mann. Da ist jeder Philipp schreibt auch, das war doch die Kommissarin aus So 3. Ja, ich bin mir ziemlich sicher, dass das die Nudel war. Ja, und er ist der Kommissar aus The Wolf of Wall Street. Er das eben, der Kyle Chandler jetzt, oder wie? Ja. Ja, schön. Ist jetzt auf alle Fälle unser Hal Jordan. Und ich hab's ja schon gesagt, es gibt ja noch eine zweite Green Lantern, die wir zu sehen kriegen. Und das ist hier der Aaron Pierre als John Stewart. Der schaut da ein Seele rein. Der ist wie das Meerschweinl aus Bedtime Story. Schau mir die Augen an. Ja, und woher kennt man den? Der hat jetzt zum Beispiel bei dem Rich, wird der Film jetzt kosten auf Netflix, der jetzt erst rausgekommen ist. Crazy Rich Asians. Ja, genau, Crazy Rich Asians. Und dafür haben sie da Netflix ja nur woke Sachen gemacht, haben sie einen Schwarz dafür gecastet. Hat er nicht bei Old mitgespielt? Ja, genau, Old war da auch dabei. Bei Old war da auch dabei. Dann haben wir jetzt halt unsere Green Lanterns endlich beieinander. Ja, Gott sei Dank. ist Mensch, doch- bei uns ist alles so interessiert, was ist bei doch DC schön. passiert, gell? Ja, ich bin schon gespannt auf das neue James Gunn-Universum. Ach, mir interessiert das null. Interessiert Mir interessiert keine Sau. dafür viel mehr, was du mir jetzt erzählst, was das mit diesem King in Black zu tun hat, was angeblich der neue Titel vom Spider-Man 4 werden wird. Keine Ahnung, da habe ich noch überhaupt nichts gehört. Das ist sicher keine offizielle News. Da gibt's mir ja noch gar keinen Titel oder so. Wenn, dann gibt's maximal einen Arbeitstitel. Aber ansonsten gibt's zu Spider-Man 4 noch keine Infos.
Doch. Wo war die Herde-Info? Momentan gibt es anscheinend schon viel gemunkelt, dass der Film so heißen wird. Und dass man Parallelen nämlich dazu ziehen wird zu dem dritten Venom-Film, weil ja da höchstwahrscheinlich dieser, wie heißt denn der Charakter? Knall. Ja, der König, der... Knull. Wie spricht man den? Ja, Knull, sagen wir Knull. König Knull. König Knull. Klingt sehr furchteinflößend, Ja, das stimmt. König Knull sucht seinen wird Sohn nämlich, Prinz Knut. Also wahrscheinlich wird er nämlich in Venom 3 schon auftreten und ist anscheinend der Chef von diesen Viechern, die der Venom ist. Genau. Wie nennt man die? Also Abnormalitäten. Parasiteriten. Ja, aber wie gesagt, also ich habe auf noch keiner irgendwie großen offiziellen Seiten oder so irgendeine Info zu Spider-Man 4 gelesen, nur dass eben der König Knull eingeführt wird eben jetzt im Venom 3 und das aber nicht sein einziger Auftritt bleiben wird, aber wir haben ja auch also der Venom aus diesen Sony-Filmen ist ja nicht im MCU. Da ist zwar Fetzen von dem Venom übrig geblieben durch diese Umeinanderschauberei von die Dimensionen. Genau, aber jetzt wird schon spekuliert, ob der nicht dann eben einen Auftritt haben wird in Spider-Man 4. Okay. Ja, wie gesagt, ich habe nur das eben gelesen, dass der Knull auf alle Fälle... Ich find's geil. Ich habe eine Marvel oder eine potenzielle MCU-News, die du nicht hast, also ist die schon mal prinzipiell falsch. Ja, klar. Ist das cool? Klar, weil du bist der Lügenbaron. Ja, wie gesagt, gib mir Quelle. Ohne Quelle glaube ich nichts. Kinocheck. Kinocheck. Beenden wir den Stream. Hoffentlich. Beenden wir den Stream, bitte. Ist ja unfassbar. Okay. Hei. Was hast du sonst noch für News? Ja, der wilde Roboter, The Wild Robot, ist jetzt schon ein Sequel in Arbeit. Ist auch wieder ein sehr erfolgreicher Animationsfilm geworden. Der soll sehr schön sein. Hast du den gesehen? Oder schaust du dir das? Ich habe nur gehört, dass der richtig toll und schön ist. Ja, und genau. dann ist danach gleich Hammer Transformers kackt unendlich ab. Genau, an den Kinokassen. Weil ein anderer Roboter eher einen Platz gestohlen hat. Und der wird jetzt gleich eine Fortsetzung bekommen. Und der Henry Cavill wird in einem Live-Action-Voltron-Film auf Amazon zu sehen sein. Hast du jemals irgendwas von Voltron angeschaut? Na, ich habe auch durch diese grandios wichtige News, vielen Dank, dass du es mitgebracht hast, erfahren, dass es da eine Animationsserie bei Netflix gibt. Und eben, dass Amazon jetzt anfängt, eine Live-Action-Serie da zu machen. Ja, Henry Cavill ist dabei, schau mal an, wird feppen. Das ist auf alle Fälle schon mal amtlich. Sehr schön. Du nicht? Gott sei Dank. Du kannst zu Ready or Not Teil 2 feppen mit der Samara Weaving. Ist nämlich jetzt offiziell in Arbeit. Ja, da schon eher. Du, da bin ich dabei. Ja, passt. Ich habe auch gesehen, als sie da jetzt am Wochenende diesen Instagram-Post gemacht hat, dass da sogar die Catherine Newton das geliked hat. Und jetzt habe ich irgendwie so ein bisschen das Gefühl, dass Catherine Newton vielleicht in Ready or Not Teil 2 mitmacht. Ist ja crazy. Oder? Samara Weaving und Catherine Newton in einem Film. Schere. Bitte, Ready or Not. Ich bin ready auf alle Fälle für die Schere mit euch zwei. Selbst wenn eine gegen die andere kämpft. Dann kann es auch in der Schere enden. Ich hoffe, es hört mal wieder irgendjemand zu von den dicken Studiobossen. Normalerweise macht das immer nur Nintendo. Und glaubt mir die Idee und veröffentlicht es dann. Und meine Idee bitte, ja, das mit der Schere. Brauchen wir. Alter, das ist ein Kassenmagnet. Wenn es heißt, dass die zwei auf der Leinwand Schere machen. Findest du die Catherine Newton überhaupt ansprechend? Die kennt ja mir. Die kennt auch schon wieder dir. Wer kennt doch nicht dir? Samara Weaving haben ja du und der Mike schon des Öfteren beansprucht. Ja, aber du hast doch auch noch die andere, wie heißt denn die? Welche? Sydney Sweeney, oder? Na? Da bist doch du auch. War der Mike. So. Ich bin ein Gentleman. Mir reicht Catherine Newton. Okay. Bin gespannt, was der Frau dazu sagt.
Der Lilupan fragt uns, ob wir überhaupt noch, warum wir nicht mehr auf Twitch online sind. Da war der Ton auf ein bisschen. Tja, wir haben ja gesagt, wir beenden es bei Twitch, um hier möglichst viel Bandbreite YouTube zu spenden. Das hat nichts gebracht. Scheinbar hat es Tut mir nichts leid. gebracht. Es knagert anscheinend immer nur ein bisschen, aber naja. Wir müssen uns das Macht ja nicht nix. anhören, das ist auch ein scheiß Problem, also leckt mich. Du bist so nett. Prime, hast du die Serie Reacher mal angeschaut? Na, Weil die kommt jetzt auch nochmal sogar noch 4. Staffel, genau, da ist jetzt, glaube ich, die 3. Staffel für Anya 2025. Taylor-Joy, der Philipp sagt's. Stimmt. Anya Das war Taylor-Joy, die. ja, jetzt. Ja, stimmt. Die zwei, sie und Catherine Newton. Reacher hat auf alle Fälle schon 3. Staffel, die für 2025 angesetzt ist und bis jetzt schon um eine 4. verlängert worden. Und der Typ ist auch ein kompletter, das ist der aus, wie hat der Film geheißen, über den wir Folge gemacht haben, der letzte mit dem Henry Hick. Cavill, Achso, der der Ungentlemanly Warfare of Gentlemen. Gentlemans, die nicht Gentlemanly sind oder so. The Warfare of Ungentlemanly Dudes. Genau so. I war's, don't genau. know. Ja, der komische Hühne, weißt du, der bei einer dabei war, Ja. der Narische, der spielt da den Ja. Reacher. Und der ist ja, also den kann man schon mit zum Kämpfer ausschicken. Der Typ nämlich ist auch unmenschlich. Okay. Das hat mich mal interessieren, aber ja, es ist so viel anderes zeigen oder zum Anschauen, ich komme nicht dazu. Jetzt müssen wir eben ran mal einhalb, müssen wir uns jetzt anschauen, gell? Zweite Folge, super geil. Also hat mir sehr, sehr, sehr gut gefallen. Mir auch, gefällt Und mir auch. ich Gefällt mir. hasse es, dass wir jede Woche warten müssen. Dann, hast du da schon angeschaut? Ja, ich habe angefangen, die ersten 5 Minuten war nicht so meins. Gott, du bist so behindert. Ja, macht nichts. Jo, Aber das ist ja ein gutes Stichwort, um umzuschwenken auf unsere News, dass der Oscar Isaac, Jacob Elordi, Mia Goth und Christoph Waltz im kommenden Frankenstein-Film von Guillermo del Toro sind. Okay. Das ist eigentlich schon ein geiler Cast schon mal, gell? Ja, hast du es jetzt erfunden? Nein, ist wirklich so, habe ich jetzt das gelesen, weil der ist ja, glaube ich, abgedreht. Glaube ich, haben wir vor kurzem eben schon mal im Kassettenschmerz gehabt. Und jetzt habe ich eben das Ding noch gesehen, wer da eigentlich gecastet ist. Das habe ich noch gar nicht mitgekriegt. Und das sind einmal Namen, die ich sehr gern. Mit denen kann man umgehen, ja. Mit denen kann man umgehen, ja. Die sind ganz potente, die sind umgängliche Leute. Na, ich wollte tatsächlich umschwenken auf, wir machen hier wieder Werbung für Filmstarts. Sag halt einfach nicht, wo wir es her haben. Aber ich will ja das sagen, weil ihr glaubt es mir meistens nicht, wenn ich das dann vorlese, wie unglaublich kompliziert Namen sein können. Schaut sich mal also die Besetzung an. Bis auf den Dominik Markus Singer sind das sind doch Fantasienamen. Also, Du sollst halt einfach auch nicht die ganze Zeit die Besetzung vorlesen, wenn wir Kinostarts vorlesen. Da geht es ja nur um die Titel selber. So wird das letzte ja, Mal aber schon die gesagt. Leute wollen doch wissen, Glaub jetzt warum nicht. hat denn dieser grandiose Film nur 3 Sterne bekommen von 5? Weil der Jannis nie Wöhner nicht gescheit gespielt hat, sagen wir dann einfach. Okay, also es geht um Hagen im Tal der Nibelungen. Wir vermuten jetzt mal, es geht um die Nibelungen-Saga. Ich bin damit nicht ganz so konform, sag ich jetzt mal. Deswegen, wer ist denn da der Hagen? Hat der da eine tragende Rolle? Ist das wichtig? Ich habe mal eine Zusammenfassung von den Nibelungen gelesen, habe so ein kleines Bier gehabt, aber ich erinnere mich nicht. Okay. Auf jeden Fall, der startet diese Woche. Keine Ahnung, ob der im kompletten Deutschland ins Kino kommt, aber wer Bock hat auf einen augenklapprigen, krantigen Typen, der gegen 3 andere Menschen kämpfen muss, viel Spaß. Das ist der Film, über den der Kani vorher geredet hat. Der Aprikot, die Trump Story. Was heißt denn das da schon wieder? Der Apprentice. Apprentice, das ist ein normaler Lehrling, oder? Der Apprentice. Okay. Ich schau da nochmal kurz nach für die. Damit Aber wir schau mal, können- der hat jetzt beim Filmstart schon 4 von 5 gekriegt. Ja, genau, Lehrling ist der Apprentice. Mei, ich sag's ja, ich bin ein Master Languager. Ja, also anscheinend geht's da ein bisschen um die Story rund um den lieben Mr. Trump. Wen das interessiert, der kann da gern reinschauen. Vom Ali Abazi. Wobei wahrscheinlich sein reales Verhalten viel verrückter ist, als das, was wir in dem Film sehen werden. Echt? In Liebe, eure Hilde scheint ein toller Film zu sein vom Andreas Dresen. Und wie man da sehen kann, geht es um die Hilde, die auf einem Motorrad mit ihrem Cousin Cousin.
im Zweiten Weltkrieg. Okay, na. Smile 2. Das habe ich noch gar nicht realisiert, dass der jetzt schon draußen ist. Ja, wir hätten eigentlich eine Einladung gehabt für das Pressescreening für diesen Montag, aber irgendwie haben wir es wieder mal nicht geschafft. Mit der Naomi Scott. Mhm. Die spielt da mit. Mhm. Und ich war von dem ersten nicht ganz so begeistert. Das liegt aber auch daran, dass ich einfach mit so Psycho-Horror nicht gut umgehe. Also das ist einfach nicht meins, das unterhält mich nicht so gut. Weißt du, Aber ich glaube, du und der Mike, ich glaube, ihr wart schon begeistert von Smile, oder? Also, mir hat halt gut unterhalten auf alle Fälle. Ich habe Spaß gehabt damit. Gehst du da rein? Gehst du ins Kino? Ja. Sehr schön. Haben wir das geklärt? Ihr habt die Möglichkeit, dann Kani im Kino zu treffen. Dann Und haben wir Weekend in Tape High mit dem Luke Evans. Ich glaube, über den hat der Mike schon mal brutal viel geschwärmt. Kann das sein? Über den Luke Evans. Ja, ich glaube schon. Ja, wahrscheinlich wegen dem Film No One Lives. Ja, genau. Von George Huang, ein Action- und Thriller-Film, der Filmstarts anscheinend von 2 mit 5 nicht zu überzeugen kann. Ach, die Fuchs und Hase retten den Wald. Fuchse, genau, Fuchs ist ist gerade das richtige Wort, weil der Fuchs sich gefragt hat, wo die Pressescreenings sind. In München. München. Ich frage mich, in welchem Kino kann's Malteser sein, ich bin mir aber nicht sicher. Ja. Es sind ja meistens so unchristliche Zeiten. Es war jetzt sowieso mal am Montag, war es eine Ausnahme gewesen mit halbe Stimme auf die Nacht. Ansonsten sind die immer so um halbe 11 Vormittag. Da muss man als Deutscher arbeiten gehen. Wir haben ja hier nicht diesen orientalischen Schlendrian wie alle anderen. Außer man kriegt Geld für das, dass man da ins Kino geht, weil man bei der Presse arbeitet. Genau. Und wir kriegen halt leider dafür auch nichts. Na. Also Fuchs und Hase retten den Wald, muss ich schon sagen, da spricht mir schon mal der Fuchs der mit einer Kapitänsmütze vorn an diesem Kutter steht. Mhm. Du wirst jetzt aber nicht wieder sämtliche Kinostarts vorlesen von Filmen, die keiner so kennt und keiner mich und keiner so interessieren, oder? Du hast zu mir gesagt, ich soll das machen. Heavier Trip, Road to Wacken, das ist doch schon interessant, Das oder? ist ein Drama, also ist wieder ein Scheiß wahrscheinlich. Wie kann das? Ach stimmt, da steht sogar Drama. Ich hab's nämlich auch immer gedacht, das kann cool sein und solche Drama, dann immer so, das ist immer prädestiniert für spaßige Komödien, warum machen wir denn über Dramen aus so einem Scheiß? War jemals irgendein Trip in einem Festival ein Drama? Vor allem, was lustig ist, also da heißt der Heavier Trip, Road to Wacken und der Originaltitel ist nur Heavier Trip. Das ist absoluter Brainfuck. Ein türkischer Film, ein Influencer-Film, Whitney Houston kommt ins Kino, Tunnel to Summer, ich habe jetzt kurz gedacht, dass der von dem Kollegen ist, der Suzume gemacht hat, ist es aber nicht. Nope. Dafür hat Tomo Isa Taguchi die Digimon-Filme teilweise mitgemacht, die jetzt neu rausgekommen sind. Und zwar Digimon Adventure 02 und den, wo ich jetzt mal in die Warlex so drüber geschwärmt habe, Last Evolution. Ah. Ja. Also vielleicht wird Tunnel to Summer ähnlich emotional wie Suzume, wer weiß, weil der Mensch hat anscheinend schon ein Gefühl dafür, Emotionen rüberzubringen. Guter Mann. Guter Lachs. Vanishing Soldier, Bergfahrt, all unsere Dämonen und Mauritius, die Fernwehmacher unterwegs im Tropenparadies. Das lasse ich jetzt mal stehen, da unten gibt nur Krieg und Frieden, aber das ist eine Dokumentation, das schauen wir dann selber danach an. Das waren die Kinostarts für diese Woche. Ist ja ich crazy. weiß schon, ihr seid alle ganz heiß drauf. Was werden die zwei Idioten über Joker 2 verzeiht haben? Hier vorweg eine Info, weil wir das leider bei unserer Shivers-Folge, die heute rausgekommen ist, vergessen haben zu erwähnen. Es wird demnächst keine Teaser-Folgen mehr geben. Das heißt, für alle, die sich tatsächlich dafür interessieren, was für exklusive Folgen rauskommen, müssen auf Steady gehen oder unseren Podcast hören, weil wir werden ganz gemein immer wieder mal streuen, über was wir dann so geredet haben, also wir vergessen es, was bei uns sehr wahrscheinlich Ich würde ist. gerade sagen, also Steady wird dann komplett untergehen, weil wir es nie wieder erwähnen werden. Ja. Und die Info habt ihr auch noch nicht bekommen. Ihr habt euch wahrscheinlich gefragt,
warte mal, ist er Montag? Ist er Dienstag? Ist er Montag? Ist er Es Dienstag? Genau, es ist Dienstag. Wir werden ab sofort versuchen, regulär den Kassettenschmerz am Dienstag zu veröffentlichen und nicht mehr, wie es ihr gewohnt seid, am Montag. Heart of Galgos ist jetzt noch einer gekommen. Dere beieinander. Und der Fuchs Ja, hat gesagt, der servus. Zweigendorf schon. Also ja, im Festival erlebt man schon einen Trunkenheitsdramen, Fuchs, das stimmt schon. Aber auf dem Weg ins Festival, da fällt doch nie nicht was. Nie nicht. Nie nicht. Es wurden von Fangoria wieder die Chainsaw Awards verliehen. Und da ist für die ein ganz großer dabei, nämlich der Best First Feature Chainsaw Award ging an Skinamarink. Warum? Gibt doch gar keine Kettensäge vor. Best International Movie is When Evil Lurks. Gehen wir mit, versteh. gehen wir mit. Best Ja, Lead Performance, David das Mädchen für Late Night with the Devil. Gay Amit. Best Screenplay, Colin and Cameron Cairns für Late Night with the Devil, Gay Amit. Best Streaming Premiere ist VHS 85. Und der beste Kill ging an In a Violent Nature für den Yoga-Kill, genauso wie wir es prophezeit haben. Hey. Also, wenn ihr die Chance nicht gehabt habt, in der Wild Nature zum Schauen, jetzt, heute ist die Schiffers-Folge rausgekommen. Ihr habt also die Chance im Zebra-Kino, euch im Schiffers dann in der Wild Nature zum Schauen. Und When Evil Lurks, das ist tatsächlich einen Trip dahin wert, Leid. Tut's es tun. Ja. Tut's es tun. Außerdem sind die Menschen furchtbar nett. Und hübsch. Sie wissen nicht, was gutes Bier ist. Das lernen wir ja noch schon noch. Also wenn wir mit einmal hinkommen, bringen wir einen Kasten mit. Ja, ob das reicht. Wahrscheinlich nicht. Für alle John Wick-Fans habe ich ein kleines Update heute gefunden, wer da Bock drauf hat, dass es weitergeht. Es ist einiges in der Mache, scheinbar ein potenzieller 5. Teil, der vor Teil 4 spielen soll, aus Gründen. Ballerina, die Sequel-Serie, glaube ich, wird Ballerina, wird das auch wieder Serie, kann es sein? Keine Ahnung. Der Donnie Yen wird seine Rolle in einem Spin-off wieder spielen. Dann haben wir noch, was war das? Chad Stahelskis John Wick Under the High Table. Kein John Wick dabei, spielt aber nach Teil 4. John Wick, eine Anime-Serie soll kommen und ein Triple-A-Game, wohin sie machen zu John Wick. Bin ich mal gespannt. Ballerina kommt ja auf alle Fälle, da glaube ich gibt's auch schon einen Trailer. Bei den anderen Sachen mal gucken. Aber Anime kann ich mir echt richtig geil vorstellen und da hoffe ich auch, dass sie einfach wieder von vorne anfangen. Oder halt was Eigenes verzeihen. Vielleicht so die Geschichte, bevor das mit seinem Hund war, was schon wieder früher noch Profikiller war, das hat mich zum Beispiel interessieren. Ja, aber tatsächlich als Anime dann immer ganz gern das auch nochmal von vorne anschauen. Also ich glaube, dass das ziemlich cool ist. Das sage ich ja, das glaube ich auch. Ja. Aber weißt du, was auch noch coole News ist? Und da denke ich mal so, holt's euer Maul. Das ist absolute Absicht gewesen vom Andrew Garfield, weil er hat jetzt gerade einen Film, der heißt We Live in Time, und da hat er eine Sexszene mit der Florence, wie nennst es du? Puff. Mit der Florence Pugh. Und, Die ist cool. Die ist voll cool, ja. Summer, oder? Ja, genau, die ist voll cool. Ja. Auf alle Fälle haben sie da eine Sexszene miteinander draht und sie haben behauptet, sie haben das Cut nicht gehört, als sie aufhören haben sollen. Das Cut da die dezent auch überhören. Das da die auch dezent überhören. Ja. Warum? Ist jetzt schwanger? Ja, da steht nicht dabei, da hast du Andrew Garfield says he and Florence Pugh didn't hear cut while filming We Live in Time's sex scene. Genau, und da steht er dabei, future filmmakers take note, Andrew Garfield is sharing why it's important to yell cut. Sie haben es anscheinend zu leise gesagt. Ja. Schwachsinn, sage ich, riesengroßer Schwachsinn. Also ich dachte, ich darf mich gerade an der Florence Puff reiben und da werde ich nicht aufhören. Und sie wird wahrscheinlich so gesagt haben, nö. Ja, aber ich verstehe das. Okay, hat sie das bestätigt? Von ihr, also da war jetzt von beide kein Interview oder so direkt dabei, es ist einfach nur eine Meldung gewesen vom Garfield selber. Sie hat man seitdem noch nicht gesehen. Oh Gott. Glaube ich, also ich hab's nicht gesehen, ich weiß sonst nichts, also ich hab's noch nicht gesehen.
Die werden sich sicher irgendwo Nicht. rumtreiben. Okay. Die werden sich sicher irgendwo rumtreiben. Okay. Hast du noch was dabei oder darf man nur die spannendsten News des Jahrtausends erzählen, nämlich unsere Streaming-Charts vom 4. Ja, aber bis nur 10. wenn du es Oktober. richtig machst. Nur wenn du es richtig Muss ich machst. wieder von unten anfangen, oder? Ja, klar. Okay, wir haben auf Platz 10 The Great British Baking Show, Staffel 12 auf Netflix. Kenn ich nicht. Platz Ich schon. Ehrlich? Ja. Hundling. Platz 9, Bad Das ist eigentlich schon Monkey. immer ganz amüsant. Was tanzt da? Ist das wirklich eine Backshow, Es oder die wie? backen, ja, das ist eine Backshow. Und die backen dann als Competition. Jetzt, wo du sagst, sind das immer Teams oder mehrere Alor, die dann so zum Beispiel irgendein Thema vorkriegen ich und glaube, die dass müssen die dann, das irgendwann einmal geswitcht haben. aber die kriegen ein weil- Thema weil- praktisch vor und dann müssen die daraus irgendwas zaubern, oder? Hm. Dann glaube ich, habe ich da auch schon mal was gesehen, ja. Schaut auf alle Fälle immer mega köstlich aus. Ja. Platz 9, Bad Monkey. Wir wissen immer noch nicht, was das ist auf Apple Plus TV. Vielleicht schauen wir bis zum nächsten Kassettenschmerz, was das ist. Mr. McMahon. Log-Kani. Hä? Log-Kani. Ja, das wissen ja die anderen Deppen nicht, die zuschauen. Platz 8, Mr. McMahon auf Netflix. Sehr gute Doku. The Oh, Perfect. da kann ich eigentlich auch noch Zusatzinfo geben. Der Seppi hat anscheinend heute erst die Rolex gehört und hat gehört, was ich da mitgebracht habe und hat dann tatsächlich wieder erwarten angeboten, dass ich mit ihm eine Folge drüber mache. Er hat mich zwar im gleichen Atemzug beleidigt und hat dann gesagt, ich habe ihn Mr. McMahon genannt. So heißt er ja. Ich mir denke, MC ja, Mayhem. mein Gott. Mein Gott, das Aber ist ja Haarspalterei. vielleicht kriegt sie hier den Profi WrestleMania Menschen-Dude, der sie da schon immer auskennt, und ein Seppi, die da Folge drüber machen. Ist das nicht toll? Vielleicht machen wir es ja zu viert, dann wird es ja fast ein Royal Rumble. Das ist ja gemein. Ihr habt das alle drei in eurer Kindheit verinnerlicht. Ich war da noch gar nicht geboren. So viel jünger bist du auch nicht, du Schweinskopf. Also, ich bin schon verdammt viel jünger wie ihr. Halt doch deinen Schnauze. Wenn man deine grauen Haare anschaut, dann bist du auf alle Fälle verdammt viel älter als wir. Wo sind denn meine grauen Haare? Aufgrund der schlechten Kamera sagt man es nicht gescheit. Platz 7, The Perfect Couple, Staffel 1, Netflix. Platz 6, immer noch Tulsa King, die Staffel 1, die hält sich ganz schön stabil in den Charts. Ich glaube, die ist die letzten 3 oder 4 Wochen schon erinnernd. Genauso wie auf Platz 5, The Lord of the Rings, Rings of Power, Staffel 2, hat sogar nochmal einen Anstieg der Zuschauerzahl Minuten um 1% gehabt, im Vergleich zur letzten Woche. Platz 4 dann Tulsa King, Staffel 2, sogar auch nochmal gestiegen. Es sind sogar beide, Tulsa King 1 ist um 54% gestiegen und Tulsa King 2 um 14%. Das ist eigentlich, mehr hätte ich behaupten, ziemlich krass sogar. Platz 3, Nobody Wants This, auf Netflix. Platz 2 immer noch Monsters, The Lyle and Eric Menendez Story. Und auf Platz 1 Love is Blind, Staffel 7 Netflix. Kenn ich nicht. Kenn ich alles nicht. Außer Monsters. Nobody Wants This hat, glaube ich, auch erst vor kurzem eine Verlängerung gekriegt. Echt? Ja, hat es, glaube ich, geheißen, dass das so einen Raketenstart gemacht hat, dass die, glaube ich, gesagt haben, oh, schnell die Staffel 2 bestellen, bevor die alle tot sind. Sind das lauter alte Leute, oder wie? Na, das nicht. Aber es kann immer passieren. Ja, natürlich. Es kann immer alles Ich sein. meine, du hast ja auch gesagt, Florence Puff hat man seitdem nicht mehr gesehen. Ich hab's nicht mehr gesehen. Also, mir jetzt da keine Gerichte streuen, ich hab nur gesagt, dass ich nichts gesehen habe, aber wir treffen uns mal regelmäßig. Für die Proben. Ja, klar, die Sexszenen proben wir. Aber nur mit Gewand. Und so, cut. Fuck. Hast du Ding schon geschaut? Tomb Raider? Na, Ja, okay. Ich hab's jetzt durchgeschaut. also hab mich null angesprochen. Dann verzeih mal, ob's wirklich toll ist. Ist okay. 8 Folgen, das ist auch sowas für nebenbei irgendwie. Nichts Berauschendes. Ich bin jetzt aber nicht so der Tomb Raider-Fan, drum habe ich es einfach nur nebenbei ein wenig laufen lassen. Ich muss sagen, ich mag den Animationsstil tatsächlich nicht. Ja, der hat eher so ein bisschen, also, ich weiß nicht, ob du das gleiche meinst wie ich, aber ich hätte lieber so den asiatisch angehauchten Stil. Und das ist halt eher ein bisschen so amerikanisch Stil und Ja, ich mag den das auch nicht ist so gern. Das ist ähnlich wie bei dem King Kong Zeichentrick-Serien oder Anime. Ist der auch schon drin, oder wie? Stimmt. Ja, Der Skull Island oder? Ding, ja. Ja. Den habe ich komplett vergessen, dass es den überhaupt Das gibt. hat mich halt, weiß nicht, das ist halt so ein Stil, das holt mich null ab.
Ja, wie Die gesagt, kann's alle von mir aus implodieren und zerreißen und was weiß ich. Und ich darf mir dann trotzdem denken, ja. ja, schön für dich, schön für dich. Sind auf alle Fälle keine dreieckigen Busen wie damals auf der PlayStation 1. Das ist schon mal ein großer Minuspunkt. Aber ansonsten, ja, wie gesagt, das ist okay, wenn man mit dem Zeichenstil sie arrangieren kann, dann ist es ein gemütlicher 8 Folgen Anime für zwischendrin. Toll. Schaut euch lieber Terminator Zero, der war viel geiler und viel besser und viel schöner zeichnet. Okay. Und Ranma 1,5. Ranma, Und Alter. dann. Und Oder? die neue Dragon Ball Serie Daima, die läuft jetzt ab Freitag, ist die erste Folge dann synchronisiert auf Netflix, auf Crunchyroll ist schon drinnen, die kann ich gleich mal sagen. Die erste Folge dauert 20 Minuten und 18 Minuten davor sind ungefähr ein Rückblick auf die Dragon Ball Z-Geschichte und 2 Minuten am Schluss sind dann so die Einführung in die Daima-Welt. Also erwartet eigentlich noch nicht 2 von der ersten Folge. Sie ignorieren aber anscheinend komplett Dragon Ball Super. Okay. Ich kenne mich überhaupt nicht mehr aus bei dem Dragon Ball Zeug jetzt. Was ist jetzt da mit der Super-Sache? Ist die doch nicht super gewesen? Warum ignorieren wir die jetzt? Dragon Ball GT haben wir schon ignoriert. Alles wird weggebuckt. Naja. Ja, aber also ich muss echt sagen, Ranma 1,5, das begeistert mich immer mehr. Die zweite Folge, die war auch wieder so super umgesetzt. Was ich auch gut finde, das habe ich jetzt bei Ranma und bei Echt Danda toll. Dana gesehen, dass mittlerweile halt auch wirklich die deutschen Synchros hervorragend sind für Animes. Das war ja früher immer mein großes Manko. Ich schaue es mir zwar immer noch lieber auf Japanisch und so an, aber ich habe jetzt da einmal auf Deutsch laufen lassen, weil es mich interessiert hat und sie sind also mittlerweile echt sehr hochwertig, hervorragend synchronisiert. Das ist ein großer Gewinn in der Anime-Welt für uns Deutsche. Ja, die haben ja jetzt da Kuno eingeführt und den Dr. Tofu. Und das sind auch die Original-Synchronsprecher. Das Wo ich mir weiß ich nicht, auch ob es die Originalen das, sind. das ist ja ein totales Glück, dass du die überhaupt noch irgendwie verfügbar hast, Ja. weil das ist ja auch schon 25 Jahre oder länger her, wo es die erste Synchro gemacht haben. Ja, aber geil. Ich freue mich jetzt auf mehr. Ja. Und ich freue mich jetzt auch, dass wir jetzt halt aufhören, weil ich muss jetzt mein neuer Fernseher anstecken. Jetzt Kim, verzeih. Was hast du für einen Fernseher? Ein neuer? Das interessiert ein jetzt neuer. soweit. Wollt ihr wissen, was ich für Fernseher habe? Ja, Falli. Röhrenfernseher, grundig. Neben einem LG habe ich mir jetzt mal ausgelassen. Ich habe jetzt einen Sony gehabt und ich habe einen Samsung gehabt und jetzt habe ich mal einen LG organisiert. Und ja, ich kann noch nicht viel dazu sagen. Wie gesagt, der steht nur in der Schachtel, den werde ich jetzt halt anschließen. Und dann einmal gucken. OLED auf alle Fälle mit 120 Hertz. Also ich habe mir jetzt das auf alle Fälle mal angerichtet für die PlayStation 5, dass das ordentlich läuft, die ganze Gaudi. Okay, Prime wie viel Deals, Zoll? 77 Zoll. 77 Zoll. Ja, sonst sehe ich nichts, ich habe schlechte Augen. Okay, gut. Aber Passt, ja, war weil jetzt halt dann- 800 Euro reduziert bei den Prime Deals. Da hat man zuschlagen müssen. Dann werde ich jetzt nämlich den hier bewerten. Schauen wir mal. Was? Peitschenschwanz. Ja, natürlich. Passt. Der weidende Peitschenschwanz. Ja, ich werde meinen Schwanz halt auch noch peitschen, wenn der Fernseher steht, weil mir das sicher richtig geil machen wird. Drum sage ich merci an die Leute, die uns zugeschaut haben. Entschuldigen wir uns von Herzen dafür, dass heute dieses Streaming-Chaos war. Irgendjemand hat heimlich, ich glaube der Mike hat heimlich ein paar Links mit mehrere eine kopiert, sodass dass wir mir halt da Probleme gehabt haben. Aber beim nächsten Mal sperren wir einfach den Mike seine Zugänge und dann läuft das wieder einwandfrei, oder Corby? So machen wir es. So machen wir das. wir's. Dann. Dankeschön an alle, die dabei waren. Hört euch die Folge übers Schiffer so. Wer in der Nähe von Konstanz ist, soll ins Schiffers gehen. Coole Typen, cooles Festival, coole Filme. Weniger cooles Bier. Hier ist der beste bayerische Podcast der Welt mit den Kassettenthemen. Ah, immer wieder schön. Ganz toll. Übrigens, Ganz toll. gibt's jetzt Friday Nights diese Woche, weil da gibt's noch mehr ein neues Intro. Nur auf der Leinwand. Nur für die Leinwand. Oh, Mitzi. Vor allem, ihr müsst da sagen, wer nicht ins Friday Nights kommt, der hat uns verpasst. Der verpasst also das ganze Leben. Ja, Und, und hat's Leben auch nicht ja, verstanden, da die sagen. Hardline ist auch wieder lang hin. Das dauert. Mitte April. Hau ab jetzt, Sonst ihr seid's wie die durch. Katz. Sonst seid's wie die Katz. Dann, Kani. Tschüss. Corby, tschüss.